Guten Morgen auch von meiner Seite. Guten Morgen. Danke. Hey, mega cool, dass wir heute Morgen Melli einsetzen als unsere neue Jugendpastorin. And all the youth say... Awesome. Für alle, die noch stehen und keinen Platz haben zum Hocken, da vorne ist eine ganze Reihe von den Stuhl. Ihr dürft da vorne gehen. Genau, da gibt es noch viel Platz. Melli, ich habe 11 Leute in meinen engen Familienkreisen, die Pastoren sind. So, ich bin in einer Pastorenfamilie aufgewachsen. Meine 2 Urgroßväter, der Großvater von meiner Mami-Seite, ihre Brüder, mein Papi, sind 3 Cousins, meine 3 Cousins. Sind alle Pastoren. So als Kind habe ich das sehr gut kennenlernen, was es heisst, Pastor sein, was es heisst, in der Pastorenfamilie sein. Also ich habe mich entschieden, ich will Theologie studieren in England. Meine Mami hat mich in ihr Zimmer gebracht. Wir sind auf ihr Bett gehockt und sie hat gesagt, Sabrina, du darfst Theologie studieren, du darfst nach England gehen, mit 17, by the way. Aber du musst versprechen. Der Versprechen ist, dass du darfst nicht eine Pastorin werden. Wenn du mir versprichst, dass du wirst nicht eine Pastorin, sondern du wirst etwas anderes studieren, dann darfst du gehen. Das habe ich ihr versprochen. Hätte ich bei dem bleiben Ich habe es ihr versprochen, ich bin dann heimgekommen nach dem theologischen Studium. Und lustigerweise im theologischen Studium in England, wir hatten einen Professor gehabt, Swindon hat er geheißen, und er ist von Frankreich gesehen. Und er hat uns immer wieder erklärt, wieso wir nicht Pastor werden. Und er hat immer wieder Gründe gebracht, eine Liste von den Gründen, und gesagt, werdet nicht Pastoren. Ausser, wenn du kannst nicht anders machen als Evangelium verkünden. Wenn du so leidenschaftlich von Jesus brennst, dass du kannst nichts anderes machen als über Jesus reden, dann, wir können darüber reden, dann können wir Prüfungen nochmal anschauen, prüfen, andere Optionen, vielleicht in der Kirche anders arbeiten. Und wenn nichts anders geht, Melli, ich habe dich vorher gefragt, wieso willst du Pastorin? Bist du sicher? Du hast gesagt, ja. No way back. Like, auch wenn du willst, wir wollen dich nicht mehr lassen. Weißt, wir haben schon lange gesucht. Jetzt haben wir dich gefunden. That's it. Aber die Tatsache ist es nur, ich hoffe, das macht dir nicht Angst, der erste Teil von meiner Predigt. Aber es darf auch, weil nur 30% der Pastoren arbeiten bis zu Ende, bis zur Pension fertig machen. Nur 30%. Und der Rest leider nicht, aus verschiedenen Gründen. Ich habe ein paar Gründe zusammengestellt, habe ich für mich mal herausfinden, was ist so schwierig, und es ist nicht so schwierig, die Gründe mal herauszusuchen von meinem alten Studium. Und es ist eine Liste ziemlich lang. Es hat mich deprimiert. Aber 4 Punkte, die ziemlich schwierig sind, würde ich schon sagen. Also der erste Punkt, wieso ist es schwierig, zu Pastor zu sein? Weil die pastorale Aufgabe ist sehr vielfältig. Als Pastor musst du gute Bibelwissen haben, theologische Kenntnis, musst du predigen, manchmal regelmäßig predigen, und das ist beängstigend an sich selber. Du musst gut kommunizieren, Team leiten, führungsfähig sein. Du darfst vieles organisieren, das heisst, du musst auch administrativ-operativ begabt sein, gute Seelsorgerin sein, Ratgeber, Vollbilder, Konflikte lösen, mit Leuten im Team zusammenarbeiten. Die Liste geht weiter und weiter und weiter. Ich meine, bei uns in der Kirche, Gott sei Dank, wir haben viele Angestellte, aber in den Kirchen mit nur einem Pastor. Die arme Pastor muss Finanz machen, Website-Designer sein, Social Media Communicator. Also die Arme muss alles machen. Gott sei Dank, das ist nicht so schlimm. Und wenn man durch die Liste geht, was kommt für ein Gefühl? Das kann ich nicht. Ja, klar, das kann ich nicht. Ich bin unfähig.
all das perfekt, vollständig hineinbringen und es hinterlässt das Gefühl von Unfähigkeit. Und das kennen viele von den Pastoren. Ich bin nicht fähig. Ich mag nicht, ich schaffe nicht. Deswegen viele brennen auch schnell aus. In jeder pastoralen Ausbildung, wir haben ein Thema, wie gehst du mit Burnout und wie gehst du mit Fatigue aus. Also als Pastor, was machst du, wenn das Burnout kommt? Was machst du, wenn Fatigue da ist, wenn du mit viel traurigen Nachrichten Tag nach dem Tag zu tun hast? Und das ist heftig, nur an sich selber. Bist du noch da? Alright, okay. Sie rennen noch nicht weg. Und dann, weißt du, sag mal, du hast alles gemacht und hast alles geschafft. Es ist sehr schwierig, unseren Job als Pastor messen. Unser Erfolg, die Fruchtbarkeit von unserem Dienst messen. Bei allen anderen Jobs kannst du irgendwie die Finanzen messen. In unserem Studium hat am Anfang geheißen, es gibt 3B, wo kannst pastoralen Erfolg messen. 3B. Bodies, Budget, Building. Nämlich, wie viele Körper in der Kirche sind, wie viele Menschen in der Kirche kommen, wie gross, wie schön die Kirche ist, wie viel Budget da ist. Hast du ein Plus gemacht, hast du es gewonnen? Und all diese Sachen sind sehr menschlich und institutionell. Okay, gut. Schwieriges Wort. Weil, wenn du viel Taufe hast, dann bist du stolz und yay. Und wenn es ein Jahr gibt, wo du wenig Taufe hast, dann nimmst du alles persönlich. Wenn ein Kirche klein ist oder der Budget nicht knapp ist, dann wird das alles persönlich. Von daher kann man diese 3 Sachen nicht aus unserem Maßstab nehmen. Und sonst, wie kannst du Herzen von Menschen messen oder schauen oder bewerten? Wie kannst du wirklich pastorale Aufgaben sind schwer zu messen. Und 3. Punkt, in unserer Kultur, ein Pastor ist nicht mega respektiert. Ich habe in Amerika eine Verwandte von mir hat gefragt, oh Sabrina, was machst du endlich? Und ich sage, ich bin Pastorin. Ihre Reaktion 1:1 von Aramäisch auf Deutsch übersetzt ist, was für eine Verschwindung. So schade, was für eine Verschwindung für die Person, wo du bist. Like, thank you. Nach einer Predigt in der Kirche. Seriously. Es ist leider so, wir Pastoren haben nicht vielleicht einen mega guten Ruf, oder kannst alles anders machen, aber wenn du Leute sagst, ich bin Pastorin, okay. Ich bleibe bei dem, okay? Ich gehe nicht eine Liste durch. So eben, wieso musst du Pastorin werden? Wieso sollst du Pastorin werden? Heutigen Tag, auch von euch alle Teenagers, wir haben keine Teenagers da, alle junge Personen, wenn du brennst für Jesus, für seine Botschaft, dann mach das. Aber es ist nicht mega ermutigend. Ich habe 10 Jahre in der Schweiz als Pastor gedient. Das ist dieses Jahr mein 10. Jahr, by the way. In 10 Jahren jetzt Pastor. Bin stolz und heute habe ich 3 Tipps. Meine Geheimnisse, wie kannst du es durchmachen? Wie schaffst du das? Und die sind persönlich, es gibt viele Tipps, viele Bücher, wo kann man lesen, was kannst du gut machen, aber 3 von meinen eigenen Geheimnissen. Und ich glaube, das wird nicht nur heute Melli segnen, hoffentlich, sondern es ist für uns alle. Wie schaffst du, wenn es schwierig wird? Wie schaffst du in deiner Reise mit Jesus? Und es ist eine Reise, ich habe eine Bibelstelle, Bible Story von 1. Chronik im Alten Testament, Kapitel 17. Und diese Story, das hat mich extrem angesprochen und das hat mich immer motiviert, dran zu bleiben. Es ist eine Story von Elia. Er geht zu König Ahab. Er redet mit Ahab. Ahab hat sich nicht bekehrt. Elia sagt, dass Gott wird in Israel und andere Gebiete eine Zeit von, jetzt kommt das Wort, Dürre. Es kommt eine Zeit von Dürre in Israel, aber auch andere Länderumgebung. Gut, das ist dann gekommen. Das ist eine Zeit, wo es gibt kein Wasser. Ich bin vom Iran. Und ich habe eine Zeit von Dürre erlebt. Und ich kann euch sagen, ohne Wasser, ohne Nahrungsmittel, es ist nicht lustig. So, Elia ist auch da. Er leidet auch unter den Folgen von
Trockenheit von der Tour, die da ist. Er geht zu Gott, er spricht mit Gott und er sagt, was soll ich jetzt machen? Hey, wir leiden alle. Und er weiss, er wird sterben, wenn Gott nicht hilft. Und da spricht Gott und sagt, und das Wort des Herrn erging an ihn. Geh fort von hier und wende dich nach Osten. Halte dich verborgen am Bach Kerit, der jenseits des Jordan fließt. Und aus dem Bach kannst du trinken. Und den Raben haben ich geboten, dich dort zu versorgen. Und er ging und handelte nach dem Wort des Herrn. Wie seltsam. Wie komisch. Gott, ist das dein Ernst? Jetzt muss ich auf den Bach gehen, vom Fluss trinken und warten, dass Raben kommen und mir Essen bringen, Fleisch und Brot am Morgen und Nacht. Ich meine, Gott ist sehr kreativ. Ich liebe seine Kreativität, aber es kann auch viel einfacher sein. Aber er vertraut Gott. Er sagt, okay, so wie komisch es tönt und seltsam es ist, ich mache es, wie es Gott mir befehlt. Er geht am Bach, er trinkt von dem Wasser. Die Raben kommen tatsächlich, wie cool, und geben ihm Fleisch und Brot am Morgen und am Abend. Er isst und ihm geht's gut. Bis die Zeit vergeht und der Bach trocknet aus. Stell dir vor, du bist am Bach, das ist deine einzige Lebensressource. Das ist der einzige Weg, wo du trinken und essen und dich ernähren. Und du erlebst, wie schnell der Bach wird kleiner, kleiner und kleiner. Wie schnell geht Wasser weg. Und eben nochmal, ich habe Türen erlebt im Iran. Und es geht so schnell in der Hitze, wenn Wasser vertrocknet. Verdunstet. Verdunstet. Das hat der Stefan gesagt. Okay, verdunstet. Danke. Er sagt, ja, das ist richtig gut. Ich weiss, in der Schweiz haben die nie so etwas erlebt. Aber vielleicht habt ihr eine Zeit von Trockenheit in eurem Leben erlebt. Oder mindestens das Gefühl haben, es ist jetzt alles trocken. Eine Zeit, wo man sich Sorgen macht, wie kann ich jetzt überleben? Meine Energie, meine Kraft, meine Geduld. Es wird enger, enger und enger. Mein Sparkonto, meine alten Ressourcen, die ich auf die Seite habe, die werden knapper und knapper und weniger. Und wie schaffe ich das jetzt? Und du kannst nicht viel anderes machen, als schauen, wie das Konto runtergeht, wie Geld weggeht. Oder eben vielleicht nicht finanziell, vielleicht nicht physische Form, vielleicht auch geistlich. Du wirst trockener und trockener und du gehst und gehst, es wird nur trocken. In dieser Situation, was du machst. Es ist nicht schlecht, mal Gott fragen, wohin jetzt? Du hast mich da hingebracht, was soll ich jetzt? Und das hat Elia gemacht. Er ist zu Gott gegangen und sagt, schau, der Bach ist jetzt austrocknet. Was mache ich aber jetzt? Und Gott redet mit ihm und er sagt, okay, schau, du stehst auf, du gehst zu einer Stadt, heisst Zarephath. Es ist nicht mehr in Israel, es ist ein anderes Land. Gehst du hin und dann du wirst eine Frau, eine Witwe treffen. Du wirst sie besuchen und sie wird dir Essen geben. Ich muss mein Land verlassen, in ein fremdes Land gehen, das ich nicht kenne, zu einer Witwe, die selber nicht viele Ressourcen hat als Witwe in dieser Gesellschaft, die selber ist sehr gering gestellt in der Gesellschaft damals. Und dann, ich meine, ja, wieso? Wieso nicht? Ich meine, Gott, du bist so kreativ. Du bist so cool, mit dir geschwind etwas nachdenken. Kannst du nicht da etwas machen, in Israel, in dem Land, wo ich mich gut kenne. Und jetzt muss ich noch... Wirklich? Ist das dein Ernst? Was hast du da vor? Gott will, dass Elia da von seiner Komfortzone raus. Wie oft macht Gott Wunder, erst nachdem, dass er Menschen von seiner Komfortzone rausnimmt und dann schauen wir mal alle Bible Stories. Immer. Er nimmt immer uns aus unserer Komfortzone. Melli, du hast viel aus deiner Komfortzone rausgebracht in diesem Dienst. Get ready, girl. Aber das ist gut, weil Gott macht Wunder. So, wenn Gott dir etwas sagt und er nimmt dich von deiner Komfortzone weg,
Von da, wo dir bequem ist, da, wo dir wohl ist, da, wo du kennst, da, wo du hast dich daran gewohnheitlich ist. Gott nimmt dir von dem raus. Und das ist nicht schwierig, das ist nicht einfach. Wir kennen alle. Gut, Meli, du kennst das, du bist von Deutschland in die Schweiz gekommen. Das ist schon der erste grosse Schritt für dich in dem fremden Land, in der fremden Sprache, mit fremden Leuten. Ich kann es nachvollziehen. Well done. Das ist der erste Schritt schon gemacht. Von allen, die Deutschen da sind, herzlich willkommen. Wir schätzen euch in unserem trockenen Land. So, Elia geht in das Land, er trifft sich mit der Witwe. Und dann passiert das. Er sieht sie, er weiß, okay, das ist die Frau, die Gott hat mir versprochen. Ich habe seine Verheißungen, seine Hinweise vertraut. Ich habe gemacht, was er hat mir gesagt. So, er trifft sie und dann sagt ihr, hol mir doch einen Krug mit etwas Wasser, damit ich trinken kann. Frech, aber okay. Das ist damalige. Okay. Sie denkt, okay, ich mache das und dann kommt er und sagt, aber bevor du das machst, bring mir ein Stück Brot. Okay, was antwortet die Frau? Sie aber sagte, so wahr der Herr, dein Gott, lebt. Ich habe nichts vorrätig, außer eine Handvoll Mehl im Krug und ein wenig Öl im Krug. Und sieh, ich bin dabei, 2-3 Stücke Holz zu sammeln. Dann werde ich gehen und für mich und für meinen Sohn zubereiten. Was noch da ist, und wir werden es essen, dann aber müssen wir sterben. Awesome. So cool. Gott, das ist dein Plan. Du hast mich da angebracht zu der Witwe in der fremden Land, ein so weg, muss laufen. Ich bin am Verhungern, ich bin verzweifelt, ich werde sterben und ich treffe eine Frau, die selber wird sterben. Die selber hat einen Plan und sagt, schau, ich kann nicht. Meine Ressourcen sind so knapp und ich werde sterben. Und was sagt Elia zu ihr? Okay, mach nicht. Easy. Geh, mach das, tu das, wie du es gesagt hast. Doch bereite davon zuerst einen kleinen Brotfladen für mich und bringe ihn mir heraus. Are you kidding me? Als Mutter, wie kannst du von einer Mutter erwarten, als Mutterinstinkt, das Erste, was du hast, ist deine Ressourcen zurücknehmen? Das, was du hast, ja nicht zu viel brauchen? Erst deinen Sohn ernähren, dass er noch etwas essen kann? Also, unser erster Instinkt ist sparen, festhalten, wenig rausgeben. Das hätte ich erwartet, dass ich sagen, hey, Alter, ich habe gerade gesagt, ich kann nicht. Ich habe gedacht, ich muss für Deutschland etwas bringen hier in der Predigt. Ist das dein Ernst? Ich habe gerade gesagt, wir essen und sterben. Wir haben einen Plan, mit uns das Sterben vorbereiten und du fragst nach Brot. Nein, sagt sie das nicht. Ich finde extrem stark von ihr. Sie macht das. Sie bringt Brot für ihn und dann steht geschrieben. Dann tat sie, das Mehl im Krug ging nicht aus und der Ölkrug wurde nicht leer. Wieso hat das funktioniert? Ich habe ein Geheimnis für euch. Gott hat eine Mathematik, die anders ist wie unsere. Du darfst schon. Gottes Mathe ist nicht wie unsere Mathe. Müsst ihr wissen, wie Gottes Mathe läuft? Gottes Mathe heisst, unsere Mathe ist, halt zurück. Nicht viel ausgeben. Wenn du wenig hast, desto weniger gibst du aus. Gell? Logisch, macht Sinn. Gottes Mathe sagt, was du hast, vermehrt sich in der Masse, wie du es weggibst. Was du hast, vermehrt sich in der Masse, wie du es weggibst. Nämlich, wenn du wenig hast, gib mehr raus. Das ist Gottes Mathe. Wenn du Ressourcen knapp sind, wenn geistlich fühlst, Vater, ich bin leer, das noch mehr gib. Gib. Gib an Gott und schau, wie er vermehren. Das ist sein Mathe. Je weniger du hast, desto mehr öffne deine Hand und lass gehen.
Brina, mein Name heißt Gott ist Versorger. Jehova Jireh auf Aramäisch. Gott ist mein Versorger. Ich bin in Landeskirche, habe ich predigt nach dem Predigt, habe ich Gott gesagt, ich mag nicht mehr. Ich würde gerne aussteigen. Stefan war bei meiner Seite, ich habe ihm geschaut und gesagt, ich glaube, ich habe mich entschieden, ich steige raus. Und er sagt, okay, kann man das gut machen. In Landeskirche, nach dem Gottesdienst, ist eine Frau zu mir gekommen und zwischen uns gestanden und sie sagt, du hast Gott jetzt gesagt, ich mag nicht und ich will raus. Ich sage, no. Lord, lass mich einmal für mich selber entscheiden. Kannst du mal bitte? Und dann sagt sie, und Gott sagt, wohl kannst du es nicht. Wohl bist du nicht fähig. Das habe ich schon Anfang an gewusst. Nein, das kannst du nicht, Brina. Du bist nicht fähig. Aber ich habe dich gerufen und ich tue dich ausrüsten. Ich will, dass du bleibst und dass du lernst von mir. Dass du abhängig bleibst von mir. Mach weiter, sei gehorsam, weil es geht nicht um dich, es geht um mich. Und das hat mich wirklich durchgebrochen. Das hat mich so demütigt. Und da musste ich sagen, wer bin ich? Ich bin nur ein Vessel in Gottes Hand. Nicht mehr, nicht weniger. Instrument in Gottes Hand. So, ich will dir mit euch alle mit 3 Sachen heute verlassen. Erst, vertraue dem Herrn, egal wie seltsam es ist. Vertraue Gottes Hinweis, Gottes Rede, egal wie seltsam es tönt. 2, achte auf die Menschen, die er dir schickt. Egal wie seltsam sie sind. Achte auf Menschen, die Gott dir schickt. Egal. Und das hilft extrem. 3. Punkt. Gib das wenig, die du hast. Je weniger, desto mehr. Öffne dich mit dem wenig, was du hast. So, bevor wir für Melli für sie reden, ich würde etwas erst euch sagen, bevor wir in dem Teil von der Einsetzung kommen. Vielleicht bist du in der Familie als Mami und du sagst, hey, meine Ressourcen, meine Geduld, meine Investition, meine Aktie, ich bin einfach fertig, ich bin durch. Dann. Erstens, du machst es gut. Gib das, was du hast. Und vertraue Gott. Und nimm alle Hilfe, die da kommt. Wenn du Mann bist, ein Papi, und sagst, hey, ich bin einfach müde. Ich kann nicht anders gehen. Ich bin fix fertig. Ich bin kaputt. Ich weiss nicht, wie kann ich jetzt für meine Familie sorgen. Frag Gott. Geh dahin, wo er dir sagt. Lass ihn dir ernähren, zu essen geben, zu trinken geben. Lass er dir Energie geben. Und nicht aus deinen eigenen Plänen, Gedanken, Projekten. Lass mal auf ihn. Vertraue ihm. Und gib das wenig, was du hast. Gib das wenig, was du hast. Lerne auftun. Nicht zu. Gerade wenn es schwierig ist. Melli, ich habe gesagt, der Weg ist nicht einfach. Und jetzt aber, ich habe etwas für dich gekauft. Und zwar, ich weiss, du hast gerne Converse, weil ich auch gerne Converse. Und ich habe gesehen, beide tragen immer Converse. Und jetzt habe ich für dich ein paar Converse gekauft. Und das soll deine Reise als Pastorin repräsentieren. Ja, die sind deine grossen, hat der Flo schon gesagt, by the way. Die sind eine Reise als Pastor. Die Reise ist nicht einfach, aber es ist auch exciting. Es ist schön. Es macht auch Spass. Vor allem mit Gott. Aber nicht nur mit Gott, aber es macht auch Spass mit unserem Team. Wir haben ein geniales Team, wir haben eine geniale Gemeindeleitung. Und deswegen der Gemeindeleitung und das Angestellte-Team haben wir die Schuhe unterschrieben. Die geht nicht weg, die ist wasserdicht. Kannst du nicht wegwaschen. Probier es nicht. Wir haben sichergestellt, das kannst du nicht waschen. So, wir haben sie geschrieben, dass du auch weißt, in diesem Weg bist du nicht allein. Du darfst nie allein sein. Wir sind mit dir, wir stehen mit dir, wir gehen den Weg zusammen. Das würde ich dir geben. Darf ich dich gerade auf der Bühne bitten? Ich will noch kurz für euch alle beten und dann werde ich ein Interview eine Frage mehr stellen. Jesus, du siehst Situationen, die vielleicht nicht knapp sind, wo unsere Ressourcen, unsere Investment, unser Spargeld, unsere Geduld, Energie einfach zu knapp ist, zu wenig. Du siehst Zeiten, wo sich so austrocknet fühlt. Es Zeiten ohne
Ja, ohne Perspektive. Und danke Gott, dass du ein kreativer Gott bist. Gegenwärtiger Gott. Du bist Jehova Jaira, unser Versorger, unser Hirt, unser Helfer, unser Heiland, unser Heiler. Und so, wir schauen auf dich, nicht auf unsere eigenen Pläne, Projekte, Schwierigkeiten, wir schauen auf dich. Und so bitte ich, Herr, komm mit Zeichen und Wunder, mit grossen Wirken in unserem Leben. Lass uns deine Taten sehen, deine Vorbereitung, deine Vorsorgung. Amen. Das Mikrofon. Meli, ich will dir eine Frage stellen. Darf man den weg haben? Und zwar, wieso, nach all das, was ich gesagt habe, wieso willst du noch Pastorin sein? Ja, ich finde es spannend. Ich find's eine sehr schwierige, herausfordernde Frage. Ja, warum will ich Pastorin werden? Und ich glaube, die Antwort ist für mich ganz einfach, weil Gott mich reinstellt. Also es war nie, bei mir war es anders. Ich weiß gar nicht, wir haben, glaube ich, gar keinen Pastor in unserer Familie oder ich wüsste jedenfalls nicht davon. Und für mich war es eher immer so, oh nee, ich glaube, das ist echt nicht das, was ich machen will. Und jetzt zu sehen, es ist was, wo Gott mich reinführt, wo er mich reinstellt. Und ich bin irgendwie so, okay, Gott, keine Ahnung. Aber alles, was ich weiß, ist, erstens, ich bin gehorsam. Und zweitens, ich sage immer wieder, ich will da hinkommen, ich will lieben, was Gott liebt. Und Gott liebt die Gemeinde. Gott hat sich Gemeinde ausgedacht. Und für mich gibt es kein größeres Privileg, als da aktiv zu sein, da wirksam zu sein, wo Gottes Herzschlag ist. Ja, und ich glaube, das ist für mich die Antwort. Deswegen bin ich hier und will mich reingeben mit meinen Gaben, mit dem wenigen, was ich zu bringen habe. Und das bringe ich und bin da wirksam, wo Gott wirksam ist. Und ja, könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als hier zu sein. Ich habe am Mittwoch gestartet und jeden Abend habe ich zu Flo gesagt, wow, ich habe den tollsten Job der ganzen Welt. Also wirklich. Und ja, also es ist wirklich so. Und ich weiß, es werden Abende kommen, da werde ich heimkommen und ich sage, Flo, wow, nee, also wirklich, der Job ist so anstrengend und es ist so, eben wie du auch sagst, man kommt an diesen Punkt, aber ich genieße es gerade so, am Anfang sagen zu können und da darf ich mich immer wieder zurückerinnern, ich habe den schönsten Job der Welt, ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als das zu machen und das hier zu machen in dieser Gemeinde. Und wir sind sehr dankbar, dass du da bist. Wir freuen uns extrem, mit dir zusammenzuarbeiten. Ja, das ist mega schön. Meli, ich habe einen Bibelvers für dich ausgewählt, wenn ich darf das Bild haben. Und ich will dir das als Verheißung, Versprechen von Gott dir geben. Das ist von Jesaja 52,7. Wie lieblich klingen die Schritte des Freudenboten auf den Bergen, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, der Rettung verkündet, der zu Zion spricht, dein Gott ist König geworden. Das ist dein Sagen, das Wort. Du darfst es da stehen. Ich werde jetzt die Gemeindeleitung bitten, alle nach vorne kommen. Wir werden dann für dich beten. Okay. Herr Jesus, wir danken dir für die Meli und danke, dass sie einfach dich kennt, dass sie dich liebt, dass das raussprudelt aus ihrem Leben, dass du Ströme von lebendigem Leben in ihrem Leben gegeben hast, das von ihr rausfließt und dass das die Jugendlichen und die ganze Gemeinde inspirieren. Und danke, dass sie, wie bei dieser Witwe, dass sie das Brot vom Leben austeilen, dass ihr Mehlkrug nicht leer wird. Und dass du immer wieder fühlst mit dem Heiligen Geist, dass der Krug vom Öl nicht leer wird, dass sie Sagen dürfen über ihr Leben und über ihr Wirken, weil du durch sie wirkst. Amen. Und Jesus, ich danke dir für alles, was du in die Meli hast hineingelegt, ihr Herz, ihre Talente, ihre Freude im Leben. Und ich bitte dich, dass es sie begleiten, dass du das in dieser Gemeinde und vor allem in der jungen Generation auch brauchen, dass sie zum Sagen für andere Menschen werden.
Und ich bitte dich, dass sie die Nähe zu dir und die Freude an dir nie wird verlieren, sondern dass du sie mit deinen Augen leiten. Dürfen die jetzt gerade noch den Flo führen, bitte? Es ist uns ein Anliegen, dass wir euch auch als Paar segnen dürfen. Genau. Und ich darf einfach jetzt für die zukünftige Beziehung beten, für die Ehe, die wird. Und er hat seine Converse schon an, das ist gut. Weil, genau, du bist mega wichtig in dem drinnen. Und so wollen wir jetzt einfach die Beziehung so euch zusammen als Einheit auch noch segnen. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du treu bist, dass du gnädig bist und dass du Stärke bist. Du bist der Fels, auf dem unser Haus steht. Du bist der Fels, auf dem unsere Gemeinde steht. Und du bist der Fels, auf dem die Beziehung von der Meli und dem Flo steht, Jesus. Du bist der zusammenbringt und du bist der Segen spricht. Und so wollen wir in deinem Namen Segen sprechen über diese Beziehung und über allem, was kommt. Möchtest du einfach den Dienst, die Aufgabe brauchen, auf dass die Beziehung gestärkt werden durch alles, was da ist. In deinem Namen Jesus Christus sprechen wir Segen aus. Amen. Amen. Come on. Und Meli, du fängst schon mit deiner ersten pastoralen Aufgabe. Genau. Nämlich jetzt werden wir die Zeit für den Abendmahl einsteigen. Das ganze Team darf nach vorne kommen. Hey, cool. Ja, so cool. Ich habe mich mega gefreut. Das ist mir eine große Ehre. Hey, und wir sind hier als Gemeinde versammelt wegen dem Kreuz, wegen Jesus Christus. Das ist das eine, was uns alle vereint. Und hey, wenn du heute Morgen hier bist und hast noch nie was davon gehört, hey, Jesus Christus ist für dich am Kreuz gestorben. Und daran dürfen wir uns jetzt erinnern. Wir feiern jetzt Abendmahl zusammen mit Brot und mit Wein oder Traubensaft. Ich weiß gar nicht ganz genau. Und das ist unsere Erinnerung. Unsere Erinnerung, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Dass wir unter der Gnade stehen und dass er unsere Schuld, unsere Sünde vergeben hat. Und ich will für uns aus 1. Korinther lesen, die Einsetzungsworte. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Ja, Jesus, wir wollen uns in Erinnerung rufen, was du getan hast und wollen voll Dankbarkeit über dieses Geschenk vor dich kommen. Jesus, danke, dass du Mensch geworden bist, dass du einer von uns geworden bist und dass du am Kreuz unsere Schuld getragen hast, dass wir vor den Vater kommen dürfen und in Gemeinschaft mit dir leben dürfen. Danke für deinen Leib, den du hingegeben hast und danke für das Blut, das du vergossen hast für uns. Amen. Hey, und ich will dich ermutigen, nimm gerne noch einen kurzen Moment auch der Stille für dich, um dein eigenes Dankgebet zu formulieren an Gott, ihm Danke zu sagen. Und dann ist hier vorne ist das Mahl bereitet. Ja, und dann, so wie ihr es immer macht, dürft ihr einfach nach vorne kommen und euch den Becher und das Brot nehmen, ja, und Abendmahl feiern. Amen.